Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir sind da irgendwo mitten in den Grünwegen stehen geblieben. Ich zeige das mal ganz kurz. Und zwar da hinten. Unser Ziel ist es jetzt, ganz drüber gehen, über den Fluss drüber, also wieder unter die Pfeile beachten. Ganz drüber bis in die Ecken rüber. Über das... Nein, warte, stimmt nicht. Da rauf müssen wir. Ganz rauf. So aus dem Hirschkäferweg und dort oben durch. Hey, jetzt habe ich schon wieder verwechselt. Ich würde sagen, ich rede sonst nicht mal lange um den heißen Preis und zeige euch gerade mal, wo es uns soll anverschlagen. Und zwar würde ich gerne mal vom See von Unn gehen. Aber ich habe dort einen ganz kleinen Tipp bekommen, ich danke nochmal an dieser Stelle, dass sich dort etwas verbergen sollte, wenn man drüber weggeht. Und darum probieren wir das doch gerade mal noch schnell aus. Die Bohnen hätte ich jetzt auch schon. Nice. Ich schaue, dass ich gerade schon alles ein bisschen wegräume. Dann kommen wir nämlich noch einiges an Tal rüber durch unseren gemütlichen Geoschwarm. Ich muss einfach schnell schauen, wo wir sind, weil mein Orientierungssinn ist ja gleich 0. Also einmal alles geradeaus einfach. Ja? Gehen wir lieber da oben durch. Ich glaube, da habe ich... Oh, da haben wir noch einen Berg voller Taler. Oh Mann, dass ich den bis jetzt nicht einmal gesehen habe. Komm, gerade nochmal. Dem Löli will ich jetzt zeigen, wer der Babo ist. So, dann haben wir den nämlich auch schon erledigt. Da schlüpft gerade noch etwas da. So, ich glaube, da kommt nochmal so ein Busch. Jawohl. So, jetzt ist aber die Frage, jetzt muss ich schon nochmal güchseln, wo wir da sind. Etwa. Nein, noch eins weiter geradeaus. Okidok. Okidok, das kommt ja schon mal gut. So, der Busch, der hat mich ziemlich spät erkannt. Der darf ich ein bisschen früher auftauchen. Aber wie es aussieht, wenn wir jetzt da oben durch. Jetzt muss ich einfach schauen, da hat es glaube ich ein paar Stacheln, jawohl. So. Mich wundert es ehrlich gesagt schon mega, was da genau soll ich auf uns warten. Die haben wir ja schon umgelegt gehabt. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir gar nicht vorstellen, was das könnte sein. Und darum bin ich ja ziemlich froh um den Hinweis. Danke nochmal an dieser Stelle, wenn du das schauen willst. Oh, genau noch Gaswolke rein. Hat er eins ziehen lassen und ich laufe noch genau rein. So muss es doch sein und nicht anders. So. Ja. So, gegen dich einfach kommt jetzt langsam ziemlich gut klar. Ich persönlich würde sagen, da ich nicht weiss, was genau von uns wartet, machen wir noch ganz kurz ein Päuschen auf unserem Bänkchen, damit ich auf Nummer sicher bin, dass wenn ich sterben würde, was mir ja gerne immer wieder mal passiert, wieder auch einen Platz haben, der gerade in der Nähe ist und nicht allzu weit weg. Sonst muss ich den ganzen Weg einmal auf mich nehmen, das wäre ziemlich mühsam. Darum, so, jetzt hier einmal links durch. Und dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal von näher an, was genau dort könnte auf uns warten. So, da können wir, glaube ich, richtig sehen vom da liegt nochmal so eine Leiche. Ach, die Arme. Ach, die Arme. Bin ich da richtig? Ich hätte gar nicht oben durch müssen, sondern unten durch. Okay. So, und dann sollten wir uns eigentlich langsam schon am See von Unn befinden. Genau. Wir kommen mit dieser ganzen Sache schon mal gut näher. Bis jetzt haben wir auch keine weiteren Käfer wirklich getroffen, die uns da den Weg versperren. So, und da sind wir vom See von Unn. Es heisst, ich sollte einfach mal ganz rübergehen, also den See überqueren. Ich mache das jetzt mal noch ganz gemütlich und dann schaue ich mir da mal an, ob da... Also es sieht eher aus, als könnte ich da unten durchschwimmen, jawohl. Oh mein Gott. Und da haben wir einen weiteren Weg. Nice. Nice. Es sieht ziemlich verwuchert aus, also wir finden das in dem Fall irgendwo in einer Höhle drinnen. Okay. Viel Sprudelwasser. Das können wir uns schnell gemütlich da drinnen. Sehen wir auch, wie das sprudelt und macht und tut. Wer hat nicht gern Wellness? So. Also ich glaube, ohne die Fähigkeit wäre es ziemlich mühsam da durchzukommen. Dass wir durch Sprudelwasser schwimmen. Also Säurewasser wäre es ja eigentlich. Wir nennen es jetzt einfach mal für uns Sprudelwasser. Ui. Wohin geht's? Ah, okay. Alles klar. Okay. Hä? Ja, hallo? Oh mein Gott, ein Riesenschneck! Oh, jetzt habe ich gerade gemeint, der spuckt mich mit irgendetwas im Mund, haut mir jetzt eins auf den Keks. Aber der hat da irgendetwas rausgespuckt. Betrachten. Form von Unn. Nice, was ist denn das? Ein neuer Sockel. Form von Unn. Offenbart im Träger die Gestalt von Unn.
Beim Fokussieren von Seelen nimmt der Träger eine andere Gestalt an und kann sich frei bewegen, um Gegner auszuweichen. Oh mein Gott, das ist ja mega praktisch. Danke dir vielmals, Riesenschneck. Das ist ja mega. Das verbirgt sich also im See von Un. Oh Mann, bin ich gerade froh drum. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wird uns an vielen Stellen nützlich sein. Das bedeutet, wir können uns jetzt heilen, während wir uns bewegen, sobald wir den Sockel anziehen. Und da sage ich natürlich auch nicht nein. So, la. So, dann bleiben uns jetzt noch mehrere Wahlen, was wir als nächstes unternehmen wollen. Ich würde aber mal sagen, ich versuche mich da schön gemütlich aus dieser Höhle zurückzuziehen. Und dann schauen wir mal schon auf der Karte an, wo wir am besten würden hingehen. Also sowieso am besten wäre mit dem Hirschkäferweg unterwegs sein. Und zwar würde ich sagen, lieber mal auf die Grosskarte, dass wir da einen besseren Überblick haben über das Ganze. Und zwar, entweder gehen wir nochmal in die Garten der Königin und machen uns auf da oben zu unserem Maskenmann, wo wir schon mal waren. Wo der obere Pfeil ist, weiter links. Wo der obere Pfeil ist. Es ist schon mühsam zum zeigen, weil ich da nicht ankomme. Aber warte doch mit dem Pfeil. Also dort, wo der Pfeil, der ganz links ist, da rein. Dort sollte ich so ein Boden... Nein, ist es... Ich glaube, es ist das da, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwo in der Gärten der Königin. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich jetzt markieren soll. Mann! Oder wir machen uns auf zum der ewigen Ruhestätte. Die befindet sich da oben. Und zwar mal unseren Nageltag verbessern. Und da hätten wir sogar noch einen Weg, den ich noch gerne angüchseln würde. Das geht nämlich noch ziemlich weit hinten da. Würde mich wundern, ob dort noch mehr auf uns würde warten. Ich würde sagen, wir machen uns erst mal auf zu der ewigen Ruhestätte. Ich würde sagen, wir schauen uns zuerst mal das an. Dann machen wir uns später auf zurück zu den Gärten der Königin. Ja. Ich glaube, das ist das Richtige, was wir machen wollen, so momentan. So, dann schiessen wir uns da einmal zurück. Und dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal von nebenan an. Ich habe mega Freude zu dem Sockel gerade. Ich denke mir schon die ganze Zeit, boah, wie leicht das wird. Gegen Boss kämpfen, während wir kumpen und uns gleichzeitig heilen. So, ne? Am liebsten würde ich... ich setze noch schnell aufs Bänkchen, weil ich hätte mir das jetzt am liebsten angeschaut, es hat ja noch gestanden, wir nehmen noch eine bestimmte andere Form an. Und mich wundert das, wie das etwas aussehen. Aber ich glaube, am besten ist, ich mache mich jetzt einfach mal schnell auf den Weg abwärts zum Hirschkäfer. Ich wollte jetzt mal wissen, wie das aussieht. So, jetzt nehmen wir mal schnell die zwei Sachen da raus und dann... So. Hä? WTF? Und dann kann ich so als... Das ist schon mega cool. Ich habe mir es noch ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber es ist trotzdem cool, ganz ehrlich. Wir können uns so als Raubli ein bisschen vorausbewegen und sind ganz klein eigentlich. Das ist natürlich ziemlich vorteilhaft. Aber jetzt muss ich nochmal schauen, an welcher Station wir am besten aussteigen, dass wir da zu der ewigen Ruhestätte kommen. Am besten wäre eigentlich eine vergessene Wegkreuzung. Aber ich glaube, da unten ist ja alles verschlossen. Aber wir haben ja ein Ticket bekommen. Wir könnten eigentlich versuchen, mit dem Ticket hier rüber zu gehen. Und ich würde mal sagen, das probieren wir jetzt einmal. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Das heisst für uns, wir müssen zu der vergessenen Wegkreuzung. Und dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal wieder von näher an. So, und auf geht's! Supidupi, dann speichern wir aber lieber noch mal ganz kurz so schnell ab. Und da sehen wir auch, so ist die komplette Seuche ausgebrochen. Die Käfer sind jetzt auch einiges stärker. So, muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der sprengt sich auch. Jawohl, der sprengt sich auch. Das ist noch gut zu wissen. Dann würde ich sagen, wir machen das direkt mal auf den oberen Weg durch, weil unten durch war schon versperrt beim letzten Mal. Dann muss ich nicht unbedingt jetzt nochmal dort gehen, das angüchseln. Ah ja, das stimmt, der spuckt jetzt. Ich habe immer noch im Kopf, dass der umeinander kommt. Anstatt dass der da rumspucken ist. So. Dann haben wir nämlich die erledigt und dann machen wir uns da mal auf zum Aufzug. Wie wir genau das sollen nennen. So, come on, wo ist noch eins da? So. So. Oh, ich hätte noch kurz warten, hätte noch das Geo einsammeln können. Mann. So, wir haben ja ein Ticket gesammelt. Ich würde mal sagen, betrachten. Eine Tür mit einem Spalt. Bankkarte einstecken. Jawohl. Und jetzt können wir uns nämlich in den Lift bewegen. Eintreten. So, alle miteinander. Da drinnen haben wir ein Bänkchen, etwas nochmal zum Betrachten. Und wieder eine Musikanlage hier oben. Dass wir ja ein bisschen etwas vom Spielsaum mitbekommen. Ich würde sagen, wir ruhen uns jetzt zuerst mal aus. Und dann machen wir da mal betrachten. Dann leuchtenden Knopf drücken. Jawohl, liebend gern. Abfahrt! So geht es natürlich auch. Ziemlich schnell sind wir mit dem unterwegs. Richtige Ruhestätte. Also ich hoffe, dass wir jetzt dort gelandet sind. So, wie komme ich jetzt aus? Ah, da verlassen. Und sonst hat sie da drinnen, glaube ich, nichts weiter. Ah, da einen hat es auch noch... Ah, da können wir noch die Lichter kaputt machen.
Komm, machen wir noch schnell da die kleinen Viechli befreien. So, verlassen. Jetzt sollten wir uns eigentlich genau in der ewigen Ruhestätte befinden. Nice Sache. Dann machen wir uns mal auf zu unserem Essenzenhändler. Also ich weiß gar nicht mehr, wie die geheissen hat, wo unseren Nagel verbessern. Die sollte sich ja ganz dort oben befinden. Da haben wir ja auch noch irgendeine Schlucht, wo wir oben runtergehen. Aber ich glaube, das ist dann vom der Strotter Tränen. Zuhören! Bleib stehen! Wer dieses Königreich verlässt, wird verflucht. Es ist besser, hier zu bleiben, bis die Zeit selbst stillsteht. Hoffnung und Freiheit. Ich dachte, durch Stärke allein könnte ich diese Dinge erlangen. Ich träumte davon, die Seuche mit einem Nagel zu verschneiden. Und dann richtete ich meine Waffen dem König entgegen. Als ich diesem heiligen Ort aufwachte, fing ich an zu verstehen. Die hoffen, sind schon verdammt. Hoffst du noch, Reisender? Wirst du fliehen? Oder wirst du deine Waffen ziehen und uns beide verdammen? Den Kriegstraum herausfinden, wenn wir das probieren. Komm, das probieren wir mal. Er hat irgendetwas davon geredet wegen Verdammen. Ui, was hat er da? Okay, er schießt Spitzen umeinander. Komm da hin. Ah, den habe ich selber schon gesehen, dass der ins Auge reingeht. Jetzt habe ich da eigentlich wollen. Komm, der ist nicht so schwierig. Ah! Komm, wir schaffen das. Oh, jetzt kommen da noch mehr. Ah! Ist mir jetzt der verwünscht? Etwa. Okay, ich muss mich schon ein bisschen konzentrieren. Damit seine Stachel da ist doch nicht so ein bisschen zu unterschätzen. Ah! Komm jetzt, noch eins Leben. Nice mit dem letzten Leben. Holy crap. Mit unserem letzten Leben, ich fühle lieber mal schon mein Leben an. Bevor der da nochmal irgendetwas versucht. Zuhören! Ah, jetzt verstehe ich. Also Xero heisst er. Ah, jetzt verstehe ich. Wer sich dem König entgegenstellt, ist verdammt, sobald er seine Waffe zieht. Nenne mich nicht einen Verräter, nenne mich einfach nur Narren. Ich weiß, du wirst nicht fliehen, wohin du auch gehen magst. Ich werde dich beobachten. Alles klar? Und da können wir nämlich gerade nochmal einen Haufen an Essenzen über. Sonst nicht wie viel. 100 Essenzen haben wir bekommen. Betrachten. Verflucht seien die sich dem König entgegenstellen. Dann sind wir halt verflucht, aber wir werden dem König zeigen, wo der Hammer hängt. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück aufs Bänkchen. Bevor ich mich da weiter auf den Weg mache. Das war jetzt ein bisschen schwieriger, als ich erwartet habe. Besonders dann, ich glaube, man hat sich jetzt wirklich gut darauf konzentrieren, einfach den Stacheln noch gut auszuweichen und im richtigen Moment im Eis auf den Keks zu gehen. Aber es hat eigentlich besser funktioniert, als ich erwartet habe. Daher gut gemacht. So, dann ruhen wir uns noch schnell auf, dass wir da wieder unser ganzes Leben zueinander haben. Und dann machen wir uns auf, ab in die Ruhestätte. Und unseren Traumnagel zu verbessern. So, fliegen wir da durch schnell. Ich hoffe, das funktioniert gut. Ja, das hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Jawohl. So. Das sind die 3 Masken, wieder sind wir ja schon mal gelandet. Also ich erzähle wieder etwas. Um das Gefäß zu schützen, schlafen die Träumer. Monomodi Gelehrten, das haben wir schon mal gelesen. Trotz Heilands ist ihre Weg. Genau, und 2 von denen haben wir ja schon besiegt. Und zwar diese hier und der fehlt uns noch. Aber gegen den traue ich mich noch nicht, weil jetzt sind also die 5 Wächter im Weg. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin noch ein bisschen zu schwach dafür. Und darum habe ich das noch ein bisschen ignorieren. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt am besten mal auf, zu unserem Traumnagel zu verbessern. So, der ganze Weg aufwärts. Bin ich schon zu weit? Nein, noch nicht. Weil da sieht es aus, als hätte es irgendwie Licht. Hä? Okay, wo bin ich jetzt da wieder gelandet? Ah, was? Betrachten. Traumschild. Okay. Defensiver Talisman. Eins geführt von einem Stamm, der Träume formen konnte. Beschwört ein Schild, der den Träger folgt und versucht, ihn zu beschützen. Was? Ein Schild, das uns beschützen kann? Nice. Das muss ich mir dann wirklich mal noch genauer anschauen. Dass wir das mal anziehen. Das sieht aus, als könnte man da irgendwie raufgumpen. Ich probiere jetzt da mal die Wand abzumachen. Nein, nicht wirklich. He? Aber wir haben da mal einen Sockel gefunden. 2 Sockel in einer Folge. Nicht schlecht. Wir sind schon ziemlich gut unterwegs. Und jetzt, wenn wir unseren Traumnagel verbessert haben, haben wir schon ziemlich gute Vorbereitungen getroffen.
Es hat halt wirklich ausgesehen, als könnte man da durchlaufen und darum habe ich mir jetzt das auch unbedingt mal schnell kurz machen. Sola, da sind wir schon. Zuhören, die Seherin. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Du hast schon 100 Essenzen gesammelt. Schnell Arbeit. Du hast ein Händchen für vieles, nicht wahr? Kein Wunder, dass die Träumer dich in diesen alten Träumen begraben wollten. Vielleicht haben sie Angst vor dir. Oder vielleicht sehnten sie sich nach deiner Gesellschaft, da sie auch gefangen sind. Wie dem auch sei, du hast immer noch einen weiten Weg vor dir. Nimm diesen alten Schmuckstück als Erinnerung, Ermunterung und kehr zurück, wenn du 200 Essenzen gesammelt hast. Ziegel von Heilets Nest. Und wir können direkt nochmal zuhören, weil wir haben ja schon 200 Essenzen. Und zwar: dein Traunagel enthält mehr als 200 Essenzen. Du zeigst Talent beim Sammeln. Hast du da draußen diese große Tür gesehen? Mein Stamm hat sie vor langer Zeit verschlossen und verboten, sie zu öffnen. Ach, aber soweit ich weiß, bin ich das einzige lebende Mitglied meines Stammes. Das bedeutet, es muss mir nicht leid tun, ein Tabu zu brechen. Als Beweis für meinen Glauben an dich werde ich die Tür öffnen. Alles klar! Alles klar! Da die Tür ist offen und du kannst die Lichtung dahinter betreten. Hör da drinnen genau hin. Dann kannst du vielleicht die Worte von Käfern hören, die längst fort sind. Alles klar, sie hat unsere Tür geöffnet. Ich gehe schwerstens davon aus, dass es die da innen ist, weil die ist noch verschlossen gewesen. Es hat sich dann ziemlich gelohnt, mal da noch vorbeizuschauen. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das mal von näher mal. So, Geisterlichtung. Okay, wir finden uns Zuhören. Die Käfer aus ihrer Lichtung stehen unter meinem Schutz. Behandle sie mit Respekt und du darfst hier bleiben. Durchhebst du den Nagel gegen sie, machst du dir mich zum Feind. Also sobald wir irgendetwas gegen die machen, können wir da eins auf den Deckel über von der da in dem Fall. Aber da haben wir gerade noch mal einen. Kauf meine Kekse, sie sind unglaublich lecker. Liebend gern. Würde ich liebend gern, aber ich glaube, es funktioniert nicht mehr so, wie du dir das vorgestellt hast. Nimm dich vor deinen eigenen Geist nach, kleines Wesen. Ein finsterer Geist ruft dunkle Taten hervor. Und meine war finsterer als die meisten. Ich dachte, es wäre aus mit mir, doch stattdessen fand ich diese Lichtung und mit ihr so etwas wie Frieden. Ich glaube, das ist wirklich dann so eine Grabstätte für alles. Immer genau schauen, ob es da irgendeinen Durchgang hat. Wir haben da wirklich mehrere Gräber. Ich glaube, ich wollte aber zuerst mal mich ein bisschen umschauen, ob da noch irgendetwas anderes auf uns wartet. Also, da können wir rauf, Okay. Und dann hat es noch einen Wasserfall, wo wir drüber können. Ui, da muss man wirklich genau die Augen offen behalten. So, da. Jetzt muss ich schon schauen. Okay. Wir haben da wieder ein Zwischengängchen gefunden. Hallo? Und schon wieder etwas zum Betrachten. Ja, nice. Betrachten. Königsidol. Wieder etwas zum Verkäufeln, aber sobald wir dann nicht mehr stinken, weil solange wir stinken, dürfen wir natürlich dort dann auch nichts verkaufen. Das hat ein riesiges Problem damit. Aber die Frage ist jetzt, wie komme ich dort rauf? Jetzt hat es geklappt, okay. Da haben wir weitere Gräber von verstorbenen Käfern. Die jetzt alle vorzulesen, wäre, glaube ich, wirklich ziemlich eins zu viel. Darum wollte ich mich das erste Mal umschauen. Wir können ja dann gegen den Schluss nochmal nachschauen, ob wir da irgendetwas... Komm, dann hören wir mal zu, der ist da so einsam. Genießt du deine Zeit auf unserer Lichtung? Ich würde dir meinen Rat anbieten, doch da du es bis hierher geschafft hast, scheinst du mit unserer Welt und ihren Gefahren auch gut allein zurechtzukommen. Okay, geben die aus dem Fall vielleicht die Hinweise, was man da genau so findet, oder? Hä? Hat es denn da noch irgendetwas Spezielles, oder? Zuhören. Wir alle werden immer wieder an die Fehler, die wir begangen haben, erinnert. Lass nicht zu, dass dein Irrtümer dich belastet, sondern mach sie dir alle als Wegweise zunutze, um den falschen Weg nicht noch einmal einzuschlagen. Okay. Wo befinde ich mich jetzt da? Hä? Und dann ist wieder der Wasserfall. Okay. Dann sind wir aber da hinten aber noch nicht gegangen. Dann würde ich da gerne mal noch schnell runtergehen. Oder... Ah, da kommen wir wieder am Anfang. Okay. Mich wundert es jetzt aber, ob man da wirklich noch irgendetwas Spezielles findet, weil wir haben da Grabstätten gefunden von irgendwelchen verstorbenen Käfern. Das sind, glaube ich, in dem Fall die Urahnen von ihr, die sie erzählt hat, also Grabmäler von der Urahnen von ihrem Stamm. Gehe ich jetzt mal so irgendwie davon aus. Ah, ich glaube, ich versuche lieber am anderen Ort rauf zu gehen, das kommt mir einigermaßen leichter vor. Nein, da wird es wahrscheinlich noch schwieriger zum Raufkommen. Dann gehen wir lieber da wieder rauf. So, und da wären wir am Rand von oben.
ob sich da... Komm, dem hören wir jetzt mal zu. Der sieht mir sympathisch aus. Wir sehen uns bald wieder, sagt sie. Doch das ist schon lange her. Ich frage mich, wo sie wohl hingegangen ist. Wer? Und du? Ich bin von weit her gekommen, um diesen Ort zu erreichen. Mein Panzer mag fremdartig wirken, doch darunter bin ich ein Käfer wie auch du. Okay. Ist da noch? Da hat es auch nochmal einen Durchgang. Und nochmal einen Essenzenbaum. Ich würde sagen, dann machen wir doch den mal noch ganz gemütlich. Ich warte noch kurz, genau, weil am Anfang taucht da wieder Essenzen auf. Dann gehen wir aber zuerst mal da oben durch. So, dass wir da wirklich auch alles einsammeln. Jetzt hoffe ich, dass ich da alles verwünsche. Dass ich da... Okay, also rauf muss ich dann sowieso nochmal. Und dort am Rand runterfallen. Dort hat es mehrere gehabt. Aber die Musik ist wirklich traumhaft. Das muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Ruhestätte. Also ich muss an 2 Orten nochmal runterfallen. Oder ich versuche dort nochmal raufzugehen. Das könnte ich natürlich auch machen. So. Mega speziell der Ort. Wirklich mega speziell. So, dann haben wir da noch eins. Da eine. Okay. Und da wären wir in dieser Schlucht, wo ich dann ganz über noch muss. Das sind alle gewesen. Das sind alle gewesen. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, momentan finden wir nicht mehr in dieser Ruhestätte. Also ich hoffe, da kommt mal etwas anderes auf uns zu. Aber im Großen und Ganzen gehe ich jetzt nochmal zu dieser Essenzenhändlerin. Mal schauen, ob sie noch etwas zu sagen hat für uns. Zuhören. Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Du hast also 300 Essenzen gesammelt. Ja, ich sehe, dass die Träume dieses alten Königreichs beginnen an dir zu haften. Sehr ermutigend. Du hast meine trostlose Arbeit hierzu verzweiflos interessanter gemacht. Es war nicht besonders spannend, die Hüterin dieses Ortes zu sein, aber ich sollte mich nicht beschweren, dieses Gräber zu pflegen und dem Träger anzuleiten. Als Buße für alte Verbrechen, gewisse Dinge müssen im Gleichgewicht gehalten werden. Nimm dieses Schmuckstück für deine Bemühung und kehre mit 500 Essenzen zurück. Mach so unermüdlich weiter. Bleiches Herz! Oh mein Gott, danke viel mal, wir können unseren Nagel verbessern. Du bist so die Beste, danke viel mal. Danke, die Seherin. Ich wünsche dir einen mega tollen und schönen Tag. Du hast gerade meinen Tag dermaßen versüßt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, da hat es auch keinen weiteren Weg gehabt. Da hat es einen Hirschkäferweg. Genau, weil da hinten sind wir gar noch nicht gewesen. Dann schauen wir uns das mal noch schnell an. Betrachten. Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach eine Karte von diesem Gebiet in unserem Geschäft in Mistmund? Jetzt zu einem exzellenten Preis erhältlich. Gar nicht fair. Da haben wir nämlich noch ein gemütliches Bänkchen. Da können wir jetzt mal die Karte noch schnell angüchseln. Jetzt haben wir noch einiges nochmal aktualisiert, nämlich hier oben. Und sonst hat es da dann keinen weiteren Weg. Alles klar. Alles klar. Den Weg hier unten müssten wir uns noch antun, wo wir unten den Pfeil sehen. Den müssten wir sicher mal noch anschauen. Dann würde ich gerne hier den Lift mal noch brauchen, weil ich habe das Gefühl, der fährt da ganz weit nach hinten. Das heisst, ich würde mich sowieso dann nochmal in den Palastgrund begeben. Und allgemein sowieso mal eben da unten noch gehen, weil da unten war ja irgendwo der Maskentyp, wo ich einen Bodenschlag machen soll. Das muss ich mir dann auch genauer... Und was halt noch fehlt, ist der Weg hier. Da haben wir noch etwas, was frei ist. Den können wir uns dann mal noch anschauen. Und was jetzt sowieso das Allerwichtigste ist, wir gehen unseren Nagel verbessern. Und zwar hier hinten, in diesem Bereich. Aber ich würde sagen, all das Ganze, das machen wir doch in der nächsten Folge. Wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Wenn ja, lasst doch ein Abo und ein Like da. Für Hinweise oder Tipps, liebend gern in die Kommentare schreiben. Ich wünsche allen noch einen mega guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Bis in der nächsten Folge. Danke und ciao.